Wem kann ich vertrauen? Wer könnte die uns alle bewegende Frage nach dem Wesen des Todes und nach dem, was danach kommt, verbindlich beantworten? Wir sind uns sicherlich darin eins. Er müsste kompetent sein, und das wäre er nur, wenn er die folgenden 4 starken Voraussetzungen erfüllen würde. Erstens, er müsste selbst im Tode gewesen sein. Zweitens, er müsste vom Tode zurückgekommen sein. Drittens, er müsste Macht über den Tod haben. Und viertens, er müsste absolut vertrauenswürdig sein. Wenn wir uns in der Weltgeschichte umschauen, wer diese 4 einzigartigen Bedingungen erfüllen kann, dann bleibt nur noch ein einziger übrig. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Denn er wurde gekreuzigt und starb vor den Toren Jerusalems. Seine Feinde wollten gewiss sein, ob er wirklich tot ist. Und so stießen sie eine Lanze in seine Seite, sodass das Blut und Wasser abfloss. Nun waren sie gewiss, er ist wirklich tot. Zweitens, er hatte vorausgesagt, dass er am 3. Tage auferstehen wird. Auch das geschah. Und die Frauen waren am Ostermorgen die ersten Zeugen am Grab. Der Engel sagte ihnen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Lukas 24, Vers 6. Im Neuen Testament wird 15 Mal von Augenzeugen berichtet, dass sie Jesus als den Auferstandenen und Lebendigen erlebt haben. Er selbst hat in Johannes 11, Vers 25 von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Kommen wir zum 3. Punkt, die Macht über den Tod. Das Neue Testament berichtet von 3 Auferweckungen aus dem Tode durch die Vollmacht Jesu. Lazarus in Bethanien, der Jüngling zu Nain und des Jairus Töchterlein, aufgezeichnet in Markus 5, Vers 35 bis 43. Niemand sonst hat die Vollmacht vom Tode so klar zu befehlen wie Jesus allein. Und 4. Nur einer ging über diese Erde, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Und das war Jesus Christus. Nun sind wir bei der richtigen Adresse angelangt und sind damit bis zur Quelle der Wahrheit vorgedrungen. Wahrheit ist für unsere Existenz lebensnotwendig. Wer möchte schon sein Leben auf einen Irrtum gründen?